Neuer Part, neues Glück, willkommen zurück hier zu Pokémon Sonne und Mond und irgendwie ist Butogel gar nicht gut davon zu sprechen, ne? Also auf zu sprechen heißt im Sinne von, dass er irgendwie Schiss hat, weil da an Bärenfällen soll irgendwas vor sich gehen. Die Frage ist bloß, was geht denn hier so ab bei Team Skull? Bären sind zwar voll lame, aber Team Skull wird sie trotzdem einheimsen, yo man. Geht's in deinen Schädel rein, Alter. Die Bären sind jetzt unsere kleine Fragia, yo man. Das sind jetzt unsere kleine Fragia, yo. Ich trete meine Bären lieben gerne Pokémon ab, aber auf keinen Fall an Typen wie euch. Mein Homie und ich sind also weniger wert als Pokémon. Willst du uns dissen oder was? Was glotzt so? Hä? Du schon wieder? Ey, willst du schon wieder mit uns anlegen? Am Hafen hat's mir vielleicht vergeigt, aber jetzt machen wir ernst, Bro. Danke, dass du mir helfen willst. Aber dem Skull sind einfach nur halb stark abschneiden mit zu viel Freizeit. Wo sie klappen, nichts dahinter. Kümmere dich nicht um sie und setz an ihnen Wanderschaft fort. Ey, was fällt dir ein, Alter? Rennt über uns, als wären wir nicht hier, Klammern. Willst du da abhauen? Wir machen nicht platt. Ich habe uns auch deine Pokémon. Ich werde dir gleich zeigen, was für ein Dickschädel ich sein kann. Schau genau hin. Ja. Ich finde die Musik zwar irgendwie noch passend, aber alles andere von Team Skull und so weiter ist irgendwie nur lächerlich. Team Skull, Rüppel fordert dich heraus. Traumato, Traumato. Ich mach dich traumatisch. Dummi. Na dann, Schnabel. Ey. Okay, kein Problem. Das werden wir schaffen. Der Schnabel des Domi Pfund. Wieso greifst du nur physisch an? Du hast Konfusion, Alter. Naja. Lassen wir das und beenden es. Traumato. Nur so wenig? Jo, er setzt mich schon ganz schön an, dass er mich so einfach dissen kann. Ja, kann er doch reimen. Der Domi, der sich immer wieder so mit allem möglichen Schmutz vollspucken lassen muss. So, noch eine Pokebohne für dich. Einen kleinen Domi, aber irgendwo noch an. Ja, aber noch 6, okay. Yeah, Mann! Das war der Domi. Boah, echt jetzt? Mir ist viel zu stark, das will man nicht entscheiden. Das ist einfach so gewaltig, dass ich jetzt einmal lieber einen Tag vermissen werde. Ein guter Eber, die Vegetationshöhle ist nicht weit von hier. Mein Bro redet ständig von Schädeln, damit dein Dickschädel nicht mehr vergisst. Yo, was mir gefällig wäre, ist. Oha, du und dein Pipek habt es ihnen richtig gezeigt. Hier, als Dank dafür, dass du die Hohlschädel von Team Skull verjagt hast. Die Sindelbeere, dankeschön. Mit Sindelbeeren kannst du ein paar Kabel wiederherstellen. Ja, ich weiß. Beeren sammeln. Ja, Beeren sind hier vor allem hier. Und zwar ist so, oh jetzt zum Beispiel nichts. Ich habe mal erwähnt wegen der Krabbe, die Kampfkrabbe. Die ich hier gerne trainieren möchte. Und diese Krabbe ist ziemlich selten, weil die findet man nur hier in diesen Bärenfeldern. Sprich, wenn irgendwie so ein Bärenfeld man dran ist und es irgendwie heißt, oh, es raschelt. Dann ist herunter so ein Krabbel, heißt das Teil, genau, Krabbel. Das Problem an dem Viech ist, also hier zum Beispiel geht es gar nicht, hier taucht nie eins auf, es gibt andere Bärenfelder. Und meistens ist es ziemlich selten, dass eins auftaucht. Es gibt auch so ein paar, 1, 2, die relativ, also die normal häufig sind, aber meistens sind sie eher selten und deswegen kann es ein bisschen dauern. Was Silberstaub? Das Meppo, war? Um die Attacken zu verstärken. So, ja, Domi levelt ziemlich gut. Ich hätte 2 Hörner noch entwickelt, weil ich glaube, Level 14 war es, oder? Dass ich Payback entwickeln würde. Das kann auch ein bisschen dauern. Der Rest, der geht auch voran.
Der Start entwickelt sich erst Level 17. Also kein Problem bis dahin. Portugal! Also der Portugals. Das bringt uns also nichts. So, haben wir hier noch irgendwas Besonderes? Das könnte doch sein. Und ob. Ein Riesenpilz. Naja. Riesenpilz und riesigen Gewinn? Ich glaube eher weniger. Da wäre ein Riesennugget besser. Ich glaube, vor allem müssen wir sowieso nochmal zurückkommen hierhin. Weil wir halt, ja, im Laufe des Abenteuers noch ein paar andere Dinge sammeln können. Die überall ein bisschen auf ganz Alola verteilt sind, sprich auf allen 4 Inseln. Und deswegen ist es schon nicht ganz so unpraktisch. Wenn man nochmal zurückkommt. Ja, gucken lieber. The next fight. Auch für Pokémon-Kämpfe. Yeah, yeah. Ein Waumboll. Oh, das glaube ich. Pflanze Fee? Jedenfalls 5. Gen. Muss Pflanze Fee sein. Oh, Ekelsamen, nö. Es will doch bepflanzen. Der Egelsamen schadet Domi. Relativ schnell das Viech. Jetzt wird doch nicht mehr. Bautz. Mampfaxo. Oh nö. Ja. So viel dazu. So, nicht mal, wo bist du? Oh, wenn du jetzt hier war. Ein bisschen vorbeischleichen, hier und da. Ja. Geh doch erstmal hier oben. Das nächste wilde Pokémon. Was für ein Pokémon. Es ist schon wieder ein Makoita. Du kannst so viele Dinge tun. Ja, Armstoß. Ach nee, es kann mogeln. Hahaha. Ah, wie ich Pokémon Mogelhieb hasse. Wie ich das einfach hasse. Hass. Adlerauge, da kannst du das vergessen. Jo. Noch nö. Einmal. Zweimal. Ja, das tut mir langsam ein bisschen weh. Puh. Zum Glück nur immer 3-mal. Flamiau. Jo, wenn man Feuerzahn, das ist doch geil. Glut ist zwar speziell, aber nein, kommt kurz weg. Flamiau, der haben Feuerzahn. Jo. So läuft's doch richtig. Und dann haben wir mal die Frage. Ja, komm, auch bald ein bisschen trainieren, wa? Also ein bisschen. Bisschen ist gut. So. Lalalala. Was haben wir denn hier? Ein Item. Der Beleber. Nein, doch mal. Unser erster Beleber. Und hier ist der nächste Trainer. Bup. Hat uns voll entdeckt. Jetzt folgt der Kampf. Oh, schon der Schnauzer. Hallo Mario. Pokémon-Züchter Carsten alias Mario will fighten. Ah, der Domi wieder gut gewesen. Es ist Käferflug.
Salzstimme trifft immer. Oh. Bei Europa müsste es spezieller gut sein. Defense, yo. So zu der Theorie. Ja. Macht echt sau wenig Schaden. Confusion. Alter, da ist viel drauf. Komm schon, Robbal, zeig, was du drauf hast, denn du bist doch Robbal. Geht doch. Smapo. Robbal wird Level 15. Ja, Freunde, schon den erst wird sich unser halbes Team entwickeln. Ne, mehr sogar. Wasserdüsen, eine Prio-Attacke, na Gott sei Dank. Salzstimme ist ja... Trifft allerdings immer. Ist physisch eigentlich gut, Robbal momentan sowieso physisch stärker. Wird zwar alles noch ändern. Coole Augen ist den Angriffswert zu senken. Hohe Erschlagquote. Ist eigentlich auch gut. Dann mach's mal so. Aquachat. Wow. Das Level Up, hey. Das ist ja so krass. Bäh. 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 So, da haben wir noch Bautz an erster Stelle. Miauz, nee, nicht Miauz, Bautz. Noch ein kleinerer Trainer. Juhu, ein Kampf, juhu, ein Kampf. Ein Kampf, der für dich aber schnell wird zum Krampf. Chloe. Es ist die süße kleine Chloe. Mama. Oh, der süße kleine Käfer. Die süße kleine Biene. Ja, die Biene gegen die Eule. Wow. Pflanzenflug macht 1 KP Schaden. Das macht ein bisschen mehr. Aber schnell dieses Teil, ey. Oh, eine Feenattacke. Das Vieh ist schon Käferfee? Ernsthaft? Interessant. Domi. Super Schall. Was ist mit Trefferquote mittlerweile? Ist noch scheiße. Aber ich hab sonst schon nix. Ja, komm, wieder Hall. Speziell kann man Starter eh nicht gebrauchen. Juhu, ich hab verloren. Was? Die Freude muss verlieren. Sowas ist auch selten. Was heißt? Ja. Was heißt das wohl, dass man Y-Knopf drückt, den man auf dem 3DS hat? Es ist ein Habitat. Jetzt auch nichts Besonderes, hatten wir auch schon. Nee, ernsthaft? Habitat ist schneller als Bautz. Wollte schon sagen, nee. Gehen wir kurz einen anderen Weg nach oben. Da kann man das sowieso nicht, wa? Nö. Denn da steht schon der Tali. Hey Michael, na wie geht's deinem Pokémon? Nicht so gut. Sonst könnte unseren beiden Teams eine kleine Pause vertragen, wa? Los, komm, gehen wir ins Center. Du. Was? Hast du gewusst, dass Capricci irgendwie mit der Vegetation so in Verbindung steht? Darf man nur rein, wenn man einen guten Grund hat. Wie jetzt die Inselwanderschaft. Ach ja! Kennen Sie das tolle Item schon? Ja, ich gebe ein paar von meinen ab. Ein Beleber.
Deinem Beleber kannst du ein Pokémon, das kampfunfähig ist, wieder fit machen. Ist das nicht so geil? Ja, überall kannst du die kaufen und dann schnell wieder davon laufen. Oh Mann. Ja, ich glaube zwar die Prüfung Captain Migma werden wir erst ein paar machen. Was aber sowieso gut, weil kann ich es noch mit der aus Pokémon Sonne kombinieren, weil die erste Prüfung ist in Sonne und Mond ein bisschen unterschiedlich. Also unterschiedlich, ja, ist eigentlich... Warte mal, was haben wir denn da alles unterschiedlich? Ich muss mal gucken. Wird das am besten kombinieren? Flitterwochen in Alola. La 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 la. Aha, ein Wommel mit dem schönen Rüssel. Aus dem schönen Düssel. Jetzt 4 Uhr. Ja. Sonnenwar, geil. Bitte einen Roserade-Tee. Sananasaft. Ich kann es nicht aussprechen. Sananasaft. Sananasaft. Ja. Das macht so viele Poké-Dollar. Warte kurz, dann genießen wir's. Danke fürs Warten. Ein Sananasaft ganz nach Bestellung. Sanna-Beeren sind äußerst empfindlich gegen Wind und Kälte, aber unter der strahlenden Sonne Alolas gedeihen sie prächtig und entfalten ihr volles Geschmackspotenzial. Kurz gesagt, lecht's Schmatz. Warum ich mir dafür entschieden habe, ein Café zu betreiben? Ach, weißt du, die Welt da draußen ist so schnelllebig, dass wir alle einen Ort der Zuflucht brauchen, wo wir einfach mal die Seele baumeln lassen können und entschleunigen lassen können, einfach nur chillen können. Genau das wollte ich in der Welt bieten, als er diese KI reinschlug. Und hier hast du eine kostenlose Dreingabe an Getränk. Die gibt es nur einmal pro Tag. Dieser Keks ist eine Spezialität aus Bad Lauerstadt in der Höhenregion. Kennst du vielleicht aus Oras, hm? Das ist eine Pokémon mit den besten Empfehlungen. Pokémonen, yeah. Das ist eine Spezialität aus Alola. Pokémon sind ganz verrückt nach ihnen. Fütterst du deine Pokémon bei einer Poképause mit Pokébohnen, während sie traulich an eine Poké. Wir uns bald wieder mit einem Poké. Naja, dein Pokesicht. Was macht wohl der Tali? Ich habe jetzt keins gefangen. Gegen ihr Machollo. Machollo, was soll ich nur tun? Ein Machollo, yeah. Freund, ich weiß doch nicht, was ich tun soll bei einem Machollo. Weil trainieren wir sowieso nicht. Oh, also ein bisschen höher. Okay, dann nehme ich mal 3 mit. Das haben wir doch alles. Die Dinge brauchen wir sowieso nicht. Ah ja, verkaufen. Können wir Themen verkaufen. Kaufpreis unbezahlbar. Echt jetzt? Ja, Themen kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt es Eurokarte. 4 Beleber, okay. Lava-Keks. So. Sonst nichts Besonderes. Alles klaro. Der kann einfach weg. Denn diese Dinger hasse ich so fett. Jemand die Seele baumeln lassen. Wir machen jetzt weiter. Oder so ein Baum. Mehr Schaden. Jo, ist ja auch neu seit der 6. Gen. Nicht mal doppelten Schaden, nö, sondern 1,5-fachen. Also nur, ist teilweise eben noch ein bisschen viel. Auf den Volltreffer würde ich sagen, geht. Kann man ja mal so machen. Super Trank. Hey, super Frau. Jetzt wird gekämpft.
Ja, 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 sie will Kampf. Und ihr kriegt dadurch doch einfach nur einen Krampf. Traunvogel. Passt eigentlich, wa? Weil Bautz wird ja später noch... Oh, wir sehen sie dann. Warte mal, Traumphobie ist doch Geist-only, wa? Das heißt, Pflanzentacke müsste auch normalen Schaden machen. Und schnell ist das Teil. Psi-Welle. Nee, bitte nicht. Wow, voll erstaunt. Das war ja voll erstaunlicher Angriff. Faszinierend. Oh. Das war auch voll erstaunlich. Level 16. Yo. Ist Roppalei. Nach ein Level dann entwickelte es sich. So. Kann sie echt noch einen Habitat fangen? So. Versuchen können wir es mal. Warum also nicht? Kann man natürlich keins. Mam, verhack so. Und es kann fliehen, geil. Na, komm schon, Habi. Jetzt zeig mir bitte nicht, dass Radfratz eben auf der Wiese aufhört und Habitat immer auf der anderen Wiese. Da kann ich mir nicht ganz aufgehen. Ich hoffe es zumindest nicht. Nicht gut, weg hier. Aber kein Crit. Mann, Alter, jetzt komm schon. Geht doch. Wieso denn immer so nervig? So. Werden wir heute noch tauschen können? Ja, offenbar schon. Und nochmal Zurückhaltung. Noch einmal, komm, bleibt eh ein KP übrig. Silberblick. Perfekt, müsste reichen. Für ein Instant Catch. Instant Catch. Ja, 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 ja. Ein Hobby. Ja, wir haben es. Ein Habitat. Es ist das Habitat. In seinem Habitat. 11%, okay. Was Bauern, deren Fell- und Kämpf-Pokémon befallen sind, schätzen Habitat wegen seines unstillbaren Appetits ganz besonders. Nö, danke. Nein. Nicht in mein Team, Mann. So, PC-Box bitte, dankeschön. Alles klar, Freunde, würde man sagen, nach oben. Warte mal. Noch ganz kurz Habitat tauschen ist, würde man sagen, der Part mal vorbei. Ja, als nächstes dran. Baut's schon. Bald wieder mal Domi dran. Ja, wenn man sagen, Freunde, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part dann ziemlich sicher Entwicklung von Domi und Robbal. Da baut's noch, oder vielleicht von mir erst. Müssen wir mal gucken, wie schnell wir da vorwärts kommen. Die leveln gerade so gut. Hier oben irgendwo ein Trainer, oder? Kann das sein? Ja, seht ihr zum Beispiel, jetzt bin ich hier, oder? Aber es wackelt nichts. Oh, jetzt doch.
das ist ungewöhnlich, weil hier ist diese Krabbe eigentlich eher selten anzutreffen. Crabbox, genau. Die ist ja eigentlich eher selten. Deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht. Naja. Aber wie bereits erwähnt, ich werde sie trainieren, aber nicht hier fangen. Ich habe es bereits in Mond gefangen, Mond sage ich schon, in Sonne gefangen, werde es dann von da aus noch transferieren. Aus bestimmten Gründen, die ich dann noch ein bisschen weiter klären werde. Aber es gibt schon alles so seinen Sinn. So. Bautz hat 100 Erfahrungspunkte, Level 15. Was lernt das noch? Rasierbar vermutlich, war. Ja, ich wusste es doch. Blattwerk macht 40 Damage, trifft immer mit hoher Volltrefferquote. Er kann nur irgendwie 5% weniger. Rasierblatt. Dankeschön. Und uns mit Beeren vollstopfen. Sind immer bis 3 bis 4 Beeren da, war. Eine Marumbeere, komm schon. Noch eine, geht doch. Yonago-Beere. So. Gut. Ich würde sagen, es ist doch perfekt. Was? Ernsthaft jetzt? Okay, Freunde, wir müssen ein paar jetzt schon beenden. Tausch leider erst nächste Folge, weil mein Akku ist gerade alle. Keine Ahnung warum. Ich glaube, ja, Sonne Mond frisst unglaublich viel Batterie. Keine Ahnung warum. Dann mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächstes Mal wieder hier bei Sonne Mond. Tschüssi.